Bayern ist nicht nur berühmt worden durch Kunst und durchs Bier, sondern in der Hauptsache durch Gstanzl und diesem von mir. Selbstbewusst war er. Jakob Reuder, der Reuderjackel, der legendäre Gstanzlsänger. Keiner hat so lang am Nockherberg gebleckt wie er. 2 Jahrzehnte lang. Ich sing am liebsten ein Lied, da kann ich sagen, was ich mordet, wie man mit der Masse mit singt, weiß man nie, ob das stimmt. In Freising hat er gelebt. Hier wurde ihm ein Denkmal gesetzt. Den Nachlass des Volkssängers hat die Stadt jetzt angekauft und er gibt überraschende Einblicke in eine ganz private Seite. Im Depot des Stadtmuseums lagert religiöse Volkskunst. Die hat Jakob Reuder leidenschaftlich gesammelt. Museumsleiterin Eva Wilberg und ihr Team sind noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Und aus irgendwelchen Gründen fand er absolut Gefallen an diesen Votivtafeln. Vielleicht an dem Format, an der bäuerlichen Volkskunst, also der gelebten Frömmigkeit, die darin zum Ausdruck kommt. Vielleicht fand er ja auch die schicksalhaften Geschichten der Menschen spannend, die mit den Tafeln dafür dankten, dass alles noch mal gut ausgegangen ist. Das ist vom Mai 1878 und hier ist auch verzeichnet, warum gedankt wird. Nämlich der Zimmermann Johann Schönberger ist vom Stadel gefallen und ihm ist überhaupt nichts passiert. Ist es ein Original? Nein, leider nicht. Man sieht es auch hier in der Bearbeitung und auch von dem, wie es gemalt ist. Also wir gehen davon aus, dass das eine Kopie ist. Es war absolut in, diese Votivtafeln zu sammeln in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also vor allem so, sag ich mal, bis in die 80er Jahre hinein. Und zwar so gern, dass man natürlich den Bedarf gar nicht decken konnte und ganz viele Repliken auch angefertigt hat. Die Votivtafeln hingen in der guten Stube des Volkssängers. Einen Ehrenplatz hatte Christus in der Rast, ein gedemütigter, melancholischer Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Das war die zentrale Figur im Herrgottswinkel beim Reuderjackel. Aber das passt zu ihm, weil er war eben ein ganz Tiefsinniger, der über das Leben ganz viel nachgedacht hat. Also insofern passt es auch wieder zu ihm, diese Figur da zu haben. Jakob Reuder wird 1906 in Weimichel geboren, im Landkreis Landshut als 16. Kind. In eine musikalische Familie erinnert sich sein Bruder Wastl. Ja, das ist bei uns schon der Brauch, wenn der Vater und die Mutter hat gern gesungen. Und dann haben wir früher das Viehhof verbaut und wir haben schon allweil ein bisschen sangeslustig gewesen. Als Volkssänger entdeckt wird er 1931 beim Niederbayerischen Preissingen. Sein Talent scheint ihm in die Wiege gelegt. An und für sich war es ja schon gut 50 Jahre her, seitdem ich meine Gstanzl singe, weil ich schon als kleiner Bub gesungen habe. Mit 5 Jahren haben wir auch schon so angelernt. Haben wir mir die Türzeiser schon genommen, weil ich ja so ein bisschen nicht kein Luder, kommt man gerade auch nicht sagen, aber einer war der war ein bisschen, den man nicht so was lernen hat können. Damit ist er prädestiniert dafür, den Politikern auf dem Nockherberg ordentlich einzuschenken. In der bayerischen Regierung hat sie jetzt allweil so wenig gerührt, dass schon ganz viel Leute zweifeln, ob es noch existiert. Zu seinen Auftritten chauffiert sie ihn. Maria Schmid, eine Freundin der Familie. 1952 hat sie den Führerschein gemacht. Der wollte wenig Autobahn fahren übers Land, weil wir ja immer wieder in den Antiquitätengeschäften vorbeischauen mussten auf der Strecke, ob es da was gibt, was er haben möchte. Und da sind wir sehr viel die Landstraßen gefahren. Nach Oberösterreich, im Bayerischen Wald und so, immer. Reuders Faszination für religiöse Kunst hat auch die Freisingerin angesteckt. Das Kreuz habe ich im Bayerischen Wald gekauft, mit dem Reuderjackel. Er wollte das unbedingt, aber er hat schon so schöne Sachen gehabt. Dann hat er gesagt, kaufst du. Ich habe gar nicht so viel Geld gehabt, aber dann war es doch, dann habe ich es gekriegt und seitdem freue ich mich drüber. Doch wie hielt er es eigentlich mit der Religion?
Er war kein Kirchgänger in dem Sinn, dass er jeden Sonntag zur Kirche gegangen wäre. Aber er hat zum Beispiel auch bei seinen Veranstaltungen nie über die Kirche was gesagt, was unter der Gürtellinie wäre. Überhaupt nicht. Und eben, er hat eine sehr große Freundschaft mit dem Ortspfarrer gepflegt. Die waren viel beieinander. Der war jeden Tag bei ihm im Garten. Bei ihm daheim in Freising, wo er eine Art Doppelleben geführt hat. Als Gstanzlsänger und Förster. Dafür hatte er in den 1930er Jahren eine Ausbildung absolviert. Dieses sichere Einkommen war ihm wichtig, um seine Tochter finanziell abzusichern. Denn Irma war mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Er hat für die Irmi sehr viel getan. Er hat immer geschaut, dass Kaffeekränzchen waren, eben die älteren Damen eingeladen wurden aus der Nachbarschaft und Verwandtschaft, damit die Irma Unterhaltung hat. Ein Familienvater, der alles dafür tut, dass die Tochter gut versorgt ist. Diese Seite des erfolgreichen Gstanzlsängers bleibt dem Publikum verborgen. Er wird immer bekannter und seine Auftritte hochkarätiger. So wie 1965 in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn im Bayernhaus. Da hat er den bayerischen Bundestagsabgeordneten die Leviten gelesen. Mit unseren Abgeordneten im Bonn, da ist oft wird gezogen. Waren die als Föderalisten schickt man's, auf und als Zentralisten kommen wir's heim. Ja, wenn ein Bayer im Bonn sein muss und auch noch im Bundestag dazu, dann kann man schon sagen aus und gar ist der Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Um auch bei kleineren Auftritten mit treffsicheren Vierzeilern überraschen zu können, ist er vorher schon mal hingefahren, um sich über die Menschen vor Ort zu informieren. Kleine Gedächtnisstützen hat er immer dabei. Und die liegen nun im Stadtarchiv Freising, denn auch hier ist ein Teil des Nachlasses hingekommen. Für Leiter Florian Notter geben die Texte wertvolle Einblicke in die Aufführungspraxis. Also der Reuter-Jackel hatte Spickzettel, die er im Bereich der Gitarre zumeist angebracht hat. Also um sicher zu gehen, dass er wirklich den Text auch, wenn er mal vergisst, trotzdem rezitieren kann. Mit seinen Texten hat Jakob Reuter deutsche und bayerische Kulturgeschichte geschrieben. Ein Künstler, ein Humorist wie der Reuter-Jackel, der ist ja jemand, der gerade der Politik, ein Stück weit auch der Gesellschaft der damaligen den Spiegel vorhält. Er ist ein Teil sozusagen dieses neu entstehenden, pluralistischen, demokratischen Systems. Und deshalb hat er große Bedeutung für das Verständnis des damaligen Bayerns. Und deswegen lohnt es sich auch, ihn zu untersuchen als Person, aber vielleicht noch stärker sein Werk, das ja doch vielfältig erhalten ist. So wird der Reuter-Jackel, der menschliche und gesellschaftliche Schwächen so treffsicher beschrieben hat, selbst zum Objekt. Sein Nachlass soll später in einer Ausstellung gezeigt werden. Der Reuter-Jackel, der traditionelle bayerische Volkskunst sammeln und bewahren wollte, ist als prominenter Tablecker selbst zu einem bayerischen Kulturschatz geworden. Er ist ganz, ganz wichtig für die Geschichte der Volksmusik in Bayern. Und er hat nicht umsonst die Preise bekommen. Er hat nicht umsonst, ist er so bekannt. Auch die Well-Brüder zum Beispiel beziehen sich auf ihn. Also es gibt eine Tradition, die das fortführt. Und diese Tradition des Reimens, auch des Stegreifreimens, das führt sich ja fort bis in den heutigen, den Rap. Und mit dem Hip-Hop, dieses Stegreifarbeiten. Und darin war er ein Meister. Und diese Person, den Menschen näher zu bringen, die ihn nicht gekannt haben, das ist eben auch eine Aufgabe des Museums. Und jetzt danke euch, Schiff für deine gute Mut.
Geh und ich glaube, ihr habt's nichts da. Gehen, wenn wir uns wieder einmal singen.